Jetzt möchte ich euch noch ein bisschen Zubehör vorstellen, das ihr vielleicht auch noch gut gebrauchen könnt. Damit eure Ukulele gut aufbewahrt bleibt und lange heile bleibt, rate ich euch zu einer guten Tasche. Also nicht so die ganz billige Hülle, die es bei den Ukulelen mitgeschickt gibt, sondern eher eine Tasche, die so ein bisschen, wie sagt man bei den Autos, Knautschzonen hat. Wenn sie also mal hinfällt, bleibt sie bei sowas länger heile. Kostet nicht die Welt und die Ukulele wird es euch lange danken. Wer ein bisschen mehr investieren möchte, kauft sich statt der Tasche gleich einen richtigen Koffer. Ja? Ein Gig-Bag, wie man auch so schön sagt. Hier ist gleich eine Ukulele drin, da seht ihr, wie gut sie aufbewahrt wird. Da kann nichts rutschen, da bleibt alles gut bewahrt vor irgendwelchen Schlägen. Es gibt hier noch ein kleines Fach, wo man Kleinkram reinpacken kann. Das Stimmgerät, auf das ich gleich noch zu sprechen komme. Und hier vorne habt ihr noch eine Tasche für ein paar kleine Noten. Meistens ist die Tasche ein bisschen zu klein für große Noten, weil die Ukulele immer so klein ist und dementsprechend auch der Koffer nur wenig Platz bietet. Ja, wenn ihr die Ukulele dann habt, ist ja die typische Haltung der Ukulele vorm Bauch. Es gibt Leute, die sind sehr versiert, da wackelt nichts. Wer nicht ganz so sicher ist, der kauft sich einfach noch einen kleinen Gurt dazu. Kostet nicht die Welt, eher so 10, 20 Euro. Den befestigt man hier oben, den befestigt man da unten. Wenn man eine entsprechende Schraube da unten drin hat, einen Gurtpin, und dann bleibt das Ding so sicher hängen, dass einem nichts mehr passieren kann, selbst wenn man beide Hände vom Instrument weglässt. Durchaus für die Anfänger eine sinnvolle Investition. Ganz wichtig, nicht nur für Anfänger, sondern auch für Fortgeschrittene, die nicht gerade ein absolutes Gehör haben, ist dieses kleine elektronische Teil. Das ist ein Stimmgerät. Das zeigt uns an, wie hoch unsere Saite gestimmt ist und wie weit sie noch entfernt ist von der Stimmung, die diese Saite eigentlich haben sollte. Das klemmt man hier oben dran und dann kann man einen Ton spielen und wenn er stimmt, dann ist er grün. Erfolg. Freut mich. Glück gehabt. Ja, auch dieses Stimmgerät kostet 9,50 € und erleichtert einem wirklich das Leben extrem. Besonders dann, wenn man mit anderen Menschen zusammentut, die zusammen übt oder spielt, die meinen, besonders gut hören zu können. Dieses Teil sticht jeden aus. Wenn das grün ist, dann ist grün. Dann stimmt die Ukulele. Dann muss man nicht noch lange diskutieren. Üblicherweise spielt man die Ukulele ja mit dem Zeigefinger, manche spielen sie auch mit dem Daumen. Man kann die Ukulele auch mit einem Plektrum spielen. Dies hier ist aus Kunststoff. Ist Geschmackssache, ob einem der Klang gefällt. Ist Gefühlssache, ob man meint, dass man damit gut spielt. Aber es gibt Plektren. Kosten ein paar Groschen, mehr nicht. Es gibt die Teile auch aus anderen Materialien, aus Kork oder aus Filz. Geschmackssache. Ausprobieren. Wie gesagt, kostet nicht die Welt. Das ist das Plektrum. Was wirklich schon eher Luxus ist, aber ich zeige es einfach mal, ist ein Ständer für die Ukulele. Gut, wenn man auf der Bühne Ukulele spielt, dann will man sie irgendwo sicher hinstellen, ohne dass sie umkippt. Dann ist so ein Ständer wirklich sinnvoll. Da stellt man sie rein und dann hält sie. Ne? Oder wenn man sie hinter sich auf dem Sideboard stehen hat, dann hält sie auch. Normalerweise lege ich oft Instrumente einfach hin und dann liegen sie auch gut. Hauptsache ist, dass sie stabil sind, dass sie nicht umkippen und dann bang.
Darunter leidet solch ein Instrument und darunter leidet man selber auch, wenn es dann Knack macht. Ja, bewahrt eure Ukulelen gut auf. Es gibt allerdings einen Fehler, den man nicht machen sollte mit der Ukulele, ob mit Hülle oder mit Koffer. Man sollte sie nicht zu lange im Koffer lassen. Denn je mehr sie im Koffer liegt, desto weniger wird sie gespielt. Und je mehr sie gespielt wird, desto besser wirst du auf der Ukulele und desto besser wird die ganze Welt, denn die Welt wird durch Ukulele spielen besser. Soweit diesmal von eurem Duke, von eurem Ukulele Duke Detlev Driesen. Macht's gut und habt viel Spaß mit den Ukulelen.